So, herzlich willkommen zurück. Ja, es ist wieder mal Zeit für die Bau-Challenge vom Let's Play Forum. Und ja, wir stehen hier vor einem Baum, einem riesigen, großen Baum. Und er erinnert vielleicht den einen oder anderen schon an den Videospielhelden, den ich hier in meinem Tempel verewigt habe. Und nein, das war noch nicht der Tempel. Ja, das ist mein Tempel und jetzt, ja, das war's. Ich gewinne sicher. Und wir schleichen durch die Katakomben. Ich meine, wir schleichen durch die Katakomben. Aber es dauert zu lange, also rennen wir. Wer auch immer dies gebaut hat, muss ziemlich viel Geld haben. Ja, ich meine, solche Steine sind nicht billig. Eine große Organisation würde ich mal schätzen. Oh, und der erste Raum. Er ist voller Fallen. Und ja, ich glaube, wir sollten nicht auf diese Bodenplatten stehen. Ich kann es ja mal probieren. Nein, definitiv nicht. Also, natürlich, wenn man Emmentaler sein will, dann schon, aber das will ja keiner eigentlich. Na ja, gehen wir mal weiter. Sieht so aus, als hätte es hier Gefäße. Inspizieren wir mal eines. Ja, ja. Also ich muss sagen, der Innenarchitekt, kann man das so nennen? Da gab es doch eine spezielle Berufsbezeichnung. Hat sich selbst übertroffen, also diese Rustikalität, spartanisch eingerichtet, ja, ja. Und wir besichtigen nochmal eine und es sehen alle gleich aus. Ich fühle mich gar nicht verarscht. Okay, was haben wir hier? Das sieht aus wie ein Schlafraum. Für Wachen nehme ich mal an, wenn das dort Gefängniszellen sind. Ist hier was drin? Nein. Ein Feuer. Ah, schön warm. Naja, ich glaube nicht, dass wir hier irgendetwas noch finden. Dann gehen wir mal weiter. Am besten schauen wir einfach mal alle durch. Da ist was anders. Ich versuche mal was durchzuwerfen. Es sieht aus wie ein Weg. Ein Weg über die Bodenplatten vielleicht? Merken wir uns das. 3 nach vorne, 4 nach hinten, 4 nach vorne, 3 nach links, 1, 4, 3, 1, 1. Okay, gemerkt. Hoffe ich, sonst bin ich bald löchriger als unsere Ozonschicht. Ahaha, Kritik an der Gesellschaft. Also wie war das? Ich glaube, hier fängt's an. 1, 2, 3. Schluck. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ah! Oh mein Gott. Naja, wir sind drüben. Immerhin. Nochmals ein komisches Loch. Ich glaube, die haben es so mit Geheimschaltern. Also ich weiß auch nicht. Wirf. So. Oh la la. Was haben wir hier? Oh mein Gott. Es sieht aus wie eine Kultstätte eines düsteren, finsteren Gottes. Und alles ist voll mit Lava. Ein Opfertisch. Und ich nehme mal an, das ist der Gott, dem hier Menschen geopfert werden. Das ist schrecklich. So düster.
und die Lava. Und wenn man die Sitzreihen bedenkt, dann gibt es anscheinend eine Menge Anhänger. Und ich frage mich ernsthaft, wer das hier ausgehoben hat. Der hat sicher extrem viel Freizeit gehabt. Und Langeweile und solches Gedöns. Hier nehme ich mal an, sitzen die Priester oder nein, der Priester ist ja hier vorne und schlachtet Menschen, deren Blut dann zu Ehren von diesem Gott in diesen Trichter, nein, nicht Trichter, in diese Vertiefung fließt. Ja, ja, schrecklich. Jetzt weiß ich auch, wofür die Gefängniszellen dort waren. Dort werden die Opfer gehalten, warten auf ihr letztes Abendmahl, oder ihre Henkersmahlzeit besser gesagt, bevor sie zur Schlachtbank geführt werden. Übel, übel. Zum Glück sind alle weg. Ich frage mich, was mit ihnen passiert ist. Aber sie waren großartige Künstler. Eigenlob. Naja. Ich würde sagen, wir verlassen diese Stätte des Grauens und wir beenden unsere Tour in der Stätte des Grauens, weil ich die Kombination nicht mehr weiß. Ja, also mit einem tollen Ausblick von hier oben. Indiana Jones. Beende ich meine Aufnahme. Nicht lauer, nicht so. Au revoir.